Dieser ausführliche Artikel sagt weiter, hört auf den Heiligen Vater, wir haben 2000 Jahre Erfahrung inne. Tja, im Exekutieren der Heiligen und allen, die nicht einverstanden sind mit dem, was sie tun, schon seit der Zeit der Inquisition des Heiligen Römischen Imperiums bis heute unter der römisch-katholischen Kirche, ist schon klar, dass sie viel Erfahrung haben. Wir müssen ja auf das Heilige Römische Imperium, den Heiligen Stuhl, hören. Das ist das Time-Magazin vom 16. September 1957. Hier steht ein Zitat unter dem Bild des schwarzen Papstes. Würde John Adams immer noch nach Verdammung schreien? In diesem Artikel siehst du hier den schwarzen Papst von jener Zeit, 1957. Und unten kannst du dann lesen, was John Adams sagte. John Adams, einer unserer Gründerväter, sagte: Wenn überhaupt ein Körper eines Mannes ewige Verdammnis verdient auf Erden oder in der Hölle, dann einer aus der Gesellschaft Loyolas. Da sehen wir, die Gründerväter haben den Feind gekannt. Das ist ein Buch von Thomas Paine. Es heißt Common Sense. Auf Seite 33 sagt er Folgendes: Aber Britannien ist unser Gründungsland, sagen einige. Aber dies ist nicht die Wahrheit. Es ist nur teilweise so. Und der Satz Gründungs- oder Mutterland, es wurde gegeben von den Jesuiten und adoptiert vom König mit seinen Parasiten, mit einem leicht päpstlichen Design, aus ungefährem Erwerb, mit dem Hang zu Leichtgläubigkeit und zu faul, um nachzudenken. Europa und nicht England ist das Mutterland von Amerika. Er sagt, es wurde von den Jesuiten gegeben und vom König mit seinen Parasiten adoptiert, mit päpstlicher Aufmachung durch unfairen Erwerb und Macht. Und nochmals, es war Europa und nicht England, das Amerikas Grundstein legte. Eigentlich war es die Macht des Papstes und der Jesuiten, die sich Amerika aneigneten. Auf Seite 31 vom selben Buch sagt Thomas Paine, Politik ist geschlagen. Eine neue Methode zum Nachdenken aus der Heide entstanden. Alle Pläne, Vorschläge etc. müssen eingereicht werden bis zum 19. April beim Kommando der Feindseligkeiten. Nun kommen wir zum 19. April und was der Tag bedeutet. Schau nur, was am 19. April schon alles passiert ist. 1993 hatten wir Waco. 1995 wurde in Oklahoma City ein Anschlag verübt. Und was ist sonst noch am 19. April passiert? Franklin D. Roosevelt hat in Amerika den Goldstandard abgeschafft. Und an einem 19. April waren wir im amerikanischen Bürgerkrieg. 1975 war der amerikanische Revolutionskrieg. Was ist nur so wichtig am 19. April? Da oben finden wir es heraus. Es war der 19. April, an dem die Protestantenbewegung der Protestanten anfing. Alles fing an mit Martin Luther. 1529 hat an der Speyer eine Gruppe von Fürsten deutscher unabhängiger Städte in Deutschland protestiert gegen die Wiedereinführung des Edikt von Worms. Das war der Anfang der Protestanten. Schau, was alles passiert ist am 19. April. Der 19. April war der Anfang der Protestanten. Eine Protestbewegung gegen die katholische Kirche. So, nun weißt du, warum der 19. April so wichtig ist. Wir hatten den amerikanischen Revolutionskrieg, den amerikanischen Bürgerkrieg, die Aufhebung des Goldstandards von Roosevelt, Waco, das Oklahoma-Attentat und schau, was im 2005 passierte. Josef Ratzinger, der gegenwärtige Papst, wurde am 19. April zum Papst gewählt. Und hier noch der Ostersonntag, fällt am häufigsten auf den 19. April. Das ist mit keinem anderen Datum so. Das alles kannst du auch selber rausfinden auf Wikipedia, dem Online-Lexikon. Das ist ein wirklich interessanter Artikel aus der AP vom 14. März 2007. Hier siehst du, wie Putin, der russische Präsident, sich mit Santa Claus trifft. Da ist er, der gegenwärtige Papst Benedikt. Hör zu, was dieser Artikel erzählt. Benedikt bereitet Putin einen warmherzigen Empfang im Vatikan. Die Muttersprache des Papstes war die Sprache des Gespräches. Ich habe nicht gewusst, dass die Muttersprache des Papstes und Putins Deutsch ist. Es ist interessant, wie alles zusammenkommt. Ich zeige dir ein paar Dinge aus diesem Buch. Hitlers Papst.
Im Buch ist ein Foto von einer Vertragsunterzeichnung des Dritten Reiches. Hier im Zentrum des Bildes steht der Mann, der die Zustimmung zur Unterzeichnung des Vertrages zwischen der Heilig-Römischen Kirche und Deutschland vorantrieb. Deutschland überträgt die Regierung, denn das ist, was das Reich ist. Sein Name ist Pacelli. Er ist derjenige Vorsitzende, der diese Unterzeichnung des Reichsvertrages am 20. Juli 1933 im Vatikan leitete. Nun wird es großartig. Passt gut auf. Das ist Pacelli, genau da. An seinem Gleichstellungstag am 12. März 1939, in der Nacht vor dem Zweiten Weltkrieg. Schau ihn dir an. Er ist verkleidet als Papst und am nächsten Tag beginnt er den Zweiten Weltkrieg, einen heiligen Kreuzzug gegen Europa. Er ist derjenige, der den Vertrag vorantrieb und unterzeichnete, und er ist der, der den heiligen Kreuzzug gegen Europa startet. Papst Leo XII. Hat das Metall da oben geprägt, 1825. Wie du hier auf der Rückseite dieser Münze siehst, steht hier Sedet Super Universum. Das heißt, dass ihr Sitz der Behörde universal ist oder über den ganzen Globus. Sie sitzt hier wirklich auf dem Globus und da ist die Sonne, das Symbol für Baal, und sie hält den goldenen Kelch in ihrer Hand, von dem in Offenbarung 17 die Rede ist. Nun solltest du gut aufpassen, weil das sehr wichtig ist. Der Papst hatte zwei wichtige Armeen, die Tempelritter, gegründet 1118, und die Malteserritter, gegründet 1113. Das ist aus dem Lexikon. Es heißt, die Tempelritter wurden gedämpft, 1312. Darüber werden wir noch mehr hören. Zuerst aber zur zweiten Namensdefinition. Ein Mann, der zum Freimaurerorden gehört, in den Vereinigten Staaten. Da steht es im Lexikon. Schau selber, woher die Freimaurer kommen. Als die Tempelritter gedämpft wurden 1312, trugen sie ein rotes Kreuz auf weißem Grund, bis sie ersetzt, entmachtet und vom Land vertrieben worden sind von den Malteserrittern. Und das steht in dem neukatholischen Lexikon. Da heißt es, die Tempelritter sind heute bekannt als die Ritter von Malta. Deshalb haben wir das Malteserkreuz und das Eiserne Kreuz. Beide sind die Symbole aus Babylon und stehen für den Sonnengott Baal. Wenn du im katholischen Lexikon weiterliest, heißt es da, die Hospitaler oder die Malteser sind heute bekannt als Ritter von Malta. Sie wechselten den Namen von Malteserritter oder Hospitaler zu Ritter von Rhodos. Das Rhodos-Stipendium kommt dir vielleicht bekannt vor. Dann wechselten sie den Namen nochmals in den 1530ern zu Ritter von Malta. Und da ist, wo sich der schwarze Papst mit den Rittern von Malta trifft. Sie kontrollieren für ihn die komplette Wirtschaft. Alle Nationalbanken dieser Welt und alle Geheimgesellschaften werden von ihnen gesteuert. Okay, die Tempelritter hatten als Logo ein rotes Kreuz mit einem weißen Hintergrund. Kommt dir das bekannt vor? Rotes Kreuz, weißer Hintergrund? Das amerikanische Rote Kreuz. Die Hospitaler oder Malteserritter kontrollieren das Spitalsystem. Woher meinst du, kommt das Wort Hospital? Da siehst du das Logo vom Roten Kreuz. Der Name Hospital kommt von den Hospitalrittern, den heutigen Ritter auf Malta. Sie überwachen die Versicherungen und Krankheiten. Und natürlich ist der Feldarzt im Militär einer der wichtigsten, oder gilt es nicht, ihn immer zu beschützen? Um das Jahr 1113 hat Papst Pascal II. Die Hospitaler als religiösen Orden anerkannt. Der Hospitalerorden, der Name des Hospitals. Sie kontrollieren das System und im Rotkreuz-Logo ist das Zeichen Baals. All das führt uns nach Rom. Oder sogar noch weiter zurück, nach Babylon. Hier, das ist der 1. Dezember 2006. Das ist der neue mexikanische Präsident. Dieses Handzeichen macht er nach seiner Wahl. Wenn du mein erstes Video gesehen hast, weißt du, dass es nicht der Hitlergruß ist. Es ist ein römischer Gruß. Das ist sein Gegner. Er verlor mit nur 1%. Auch er gebraucht den Römergruß. Auf der Rückwand siehst du ein weiteres römisches Symbol. Der Adler war das offizielle Maskottchen vom antiken Rom.
Das kommt von den Fox News, 20. Dezember 2000. Der Titel dieses Artikels heißt, Jesus Christus soll der Ehrenkönig von Polen sein. Weiter heißt es da, Gesetzesmacher haben eine Resolution hervorgebracht mit dem Namen, Jesus Christus soll der Ehrenkönig von Polen sein. Die sind jedoch gescheitert, weil die mächtige römisch-katholische Landeskirche ihre Zustimmung nicht gab. Ist das nicht interessant? Schau nur, wie interessant. In der Europäischen Union ist es nicht erlaubt, Jesus Christus als König zu haben. Jedoch eine Statue vom Papst kannst du aufstellen, in Frankreich, trotz Protesten. Hier siehst du die Papststatue in Bronze. 500 Leute demonstrierten gegen den Aufbau der Papststatue, weil das französische Gesetz eigentlich vorschreibt, Staat und Kirche zu trennen. Das trifft hier aber nicht zu. Irgendwie ist das schon interessant. Jesus darf kein König sein, aber in Frankreich darf man eine Papststatue aufstellen. Das ist vom Dezember 2006. Bono wird zum Ritter geschlagen. Bono, der irische Rocker. Sie haben ihn in den Ritterstand aufgenommen. Die Bibel sagt, alles führt zurück nach Babylon. CNN berichtete am 13. Februar 2002, dass Giuliani im vornehmen Club der Ritterschaft aufgenommen wurde. Queen Elizabeth II. Hat am Mittwoch in London Giuliani zum Ritter geschlagen. Giuliani teilt nun die Mitgliedschaft in exklusiven Kreisen, die zurückdatiert werden können. Auf was? Das antike Rom? Was führt nicht zurück nach Rom? Nun, immer wenn du das Wort Ritterschaft hörst, weißt du, sie stammen ab vom antiken Rom. Das ist ein wichtiger Schlüssel hier. Also, passt gut auf. Dagon, ihr babylonischer Gott im Alten Testament bei Richter 16,23 heißt es, da aber der Philisterfürsten sich versammelten, ihren Gott Dagon ein großes Opfer zu tun. Nun gehen wir ins Webster-Lexikon und schlagen Dagon nach. Da steht, Dagon ist gleich Fisch. Der Fischgott ist der nationale Gott der Philister. Er hat einen Fischkörper und einen Menschenkopf und Hände. Er war eine babylonische Gottheit. Nun wissen wir, Dagon ist eine babylonische Gottheit. Hier oben sehen wir diese Gottheit. Er trägt einen Fischhut. Daneben sehen wir Papst Benedikt mit seinem Fischhut, den er trägt, um zu zeigen, dass er ein babylonischer Priester ist. Hier sehen wir, wie er von der Dunkelheit in den neuen Tag kommt. Sie werfen uns solche Symbole ins Gesicht. Hier siehst du den babylonischen Priester, vor dem uns die Bibel warnt, und da siehst du den Papst, wie er Dagon, die babylonische Gottheit, repräsentiert. 11. November 2006. Kissinger ist der Ratgeber vom Papst. Ist es nicht interessant, dass alle neuen Weltordnungscharaktere im Zusammenhang stehen mit dem Papst? Das hier ist das Kapitol in Washington, D.C. Ich habe nachgeschlagen, was das Wort Kapitol eigentlich bedeutet. Jedes Kapitol hat das. Es sieht aus wie eine weibliche Brust. Im Webster-Lexikon steht, das Wort Kapitol stammt aus dem Lateinischen, von Capitolum, der Jupiter-Tempel. Nun, Jupiter ist ein antiker Gott vom antiken Rom. Der Jupiter-Tempel stand in Rom auf dem Capitoline-Hügel. Und nochmals aus dem Webster-Lexikon. Ein Gebäude, welches die gesetzgebende Körperschaft erfüllt, das Gebäude, in dem die Regierung tagt und wo der Kongress Entscheidungen trifft, in Washington, D.C. Dann habe ich das Wort Capitol Line Hill nachgeschlagen. Es ist der höchste der 7 Hügel in Rom. Das englische Wort Capitol kommt vom Wort Capitolino Hill. Das steht auch in der Bibel. Dort steht, diese römische Kirche steht auf den 7 Hügeln. Auf der Spitze des höchsten Hügels steht der Jupiter-Tempel, das Kapitol, der antike Gott aus dem antiken Rom. Ist das nicht faszinierend zu wissen? Der Jupiter-Tempel, das heißt, der Vatikan und das Kapitol in Washington haben das gleiche Hauptgebäude, das Kapitol und der Obelisk. Der Obelisk steht für Nemrod, welcher auch Baal ist. Der Obelisk steht für männlich und steht in der Front. Dahinter steht das Kapitol. Es steht für weiblich. So stehen sie beide gleich in Rom und in Washington. Dann habe ich Pontifex nachgeschlagen. Es ist ein anderer Name für Papst. Schau zu den antiken Römern. Pontifex Maximus.
Es ist ein Titel des antiken Roms. Im Lexikon findest du heraus, dass alle Cäsaren von 1533 vor Christus diesen Titel im antiken Rom trugen.